Ich hab gedacht, es lohnt sich, doch nur Beziehung, die schief geht, ist bei mir leider chronisch, jeder hat's gesagt. Diese Beziehung hat gewackelt, trotzdem bin ich mit dir in jedem Club der Stadt gedackelt, hab nie lang gefackelt. Wenn's dir schlecht ging, war ich da, was meine Freunde über dich sagen, das war mir egal. Sogar dein langweiliges Hobby hab ich mit dir geteilt. Das Ende dieser Story, du hattest nie für mich Zeit, auch wenn es stimmt, hab ich geglaubt, immer nur blind vertraut. Doch all die positiven Dinge sind jetzt Staub, ich kann den Vorwurf nicht verstehen, wir würden nie was unternehmen. Geht dir schlecht, du musst nach einer Stunde wieder gehen. Dein Alkoholproblem und die Sucht allein zu feiern habe ich hingenommen, genauso wie die Jungs, die Nachtigallen. Und jetzt willst du mir erklären, dass du keinen Sinn darin siehst. Die Begründung war die SMS, ich bin dir zu lieb. Muss ich denn wirklich ein Arschloch sein, das dich ständig belügt, damit du mich liebst? Muss ich denn wirklich ein Arschloch sein, das dir fremd geht und so? Bin ich nicht Arschloch genug? Ich hab alles aufgegeben, nur um dich glücklich zu sehen. Du warst ein Teil von meinem Leben, doch diese Zeit bleibt jetzt stehen. Du hast mich einfach so verlassen, sagst mir, ich wär dir viel zu nett. Und ich kann es nicht fassen, dass du es einfach so beenden willst. Muss ich denn wirklich ein Arschloch sein, das dich ständig belügt, damit du mich liebst? Muss ich denn wirklich ein Arschloch sein, das dir fremd geht und so? Bin ich nicht Arschloch genug? Hey Kleine, deine SMS habe ich gekriegt und okay, deine Entscheidung ist halt gefallen. Es hat mir sehr wehgetan, aber ich wollte dir am Ende noch was sagen. Weißt du noch, als ich sagte, ich fahr 3 Tage weg in die Schweiz zu einem Freund, der eine Tochter kriegt? Das war gelogen, denn in echt hatte ich 3 Tage Sex mit deiner besten Freundin. Hast du mich jetzt wieder lieb? Oder reicht es dir nicht? Willst du noch mehr hören? Was hab ich wohl deiner Schwester an Silvester erklärt? Ganz bestimmt nicht, wie das geht mit dem Feuerwerk. Sie kennt jetzt jede Stellung, sie hat sehr schnell gelernt. Oder damals, als ich sagte, wir haben Familientreffen. Meinst du wirklich, ich war da? Das kannst du vergessen. Ich war mit den Jungs was essen und danach im Puff. Und soll ich dir was sagen? Es war richtig gut, denn der Sex mit dir turnt schon lang nicht mehr. Ich stell mir jedes Mal, wenn wir es machen, eine andere vor. Ich lieb dich so sehr, das war alles Lug und Trug. So, kleine Prinzessin, bin ich jetzt Arschloch genug? Muss ich denn wirklich ein Arschloch sein, das dich ständig belügt, damit du mich liebst? Muss ich denn wirklich ein Arschloch sein, das dir fremd geht und so? Bin ich nicht Arschloch genug? Muss ich denn wirklich ein Arschloch sein, das dich ständig belügt?